Die Tiere sahen manchmal furchterregend aus, aber sind ganz friedlich. Die sind ganz friedlich, gell? Du bist ganz friedlich, oder? Ja, guck, da grinst er. Da sagt er, ja, ich bin ganz friedlich. Ja. Okay. Nee, ernsthaft jetzt. Also wirklich, ich glaube, du bist ganz friedlich, gell? Sag doch einfach ja. Okay? Ganz friedlich, gell? Ganz friedlich bist du. Ganz friedlich. Ich glaube, er ist ganz friedlich. Okay. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Morals Out of This World. Der dritte Teil der Morals-Trilogie. Jetzt ist es eine Trilogie. Zweiten Teil haben wir auf dem Kanal hier ausgiebig gespielt. So. Um was geht's in Morals, in den Spielen? Wir müssen Pilze sammeln, im besten Falle Morals, sprich Moscheln. Ordentlich Moscheln gesammelt. Und dieses Mal, das verrät der Titel Out of This World, geht es darum, dass wir auf Alien-Planeten sind. Wobei dieser vierte Planet hier, den man freischalten muss, der sieht gar nicht so alienartig aus. Es ist ein sehr schöner Wald, hohe Bäume, Sonne. Eigentlich sieht alles normal aus, sag ich mal. Und das ist gut so. Deshalb gucke ich mich jetzt hier noch ein bisschen um. Ich mag ja Wald. Ich mag ja Wald sehr. So. Wenn man in einem Spiel rumlaufen kann und im Wald sein, dann ist alles gut. Wir können übrigens auch schneller laufen, merke ich gerade. Das Problem ist hier, das Gras ist schon sehr dicht. Wir suchen doch Moscheln und die findest du... Was macht denn hier immer diese Geräusche? Die Moscheln findest du natürlich nicht im hohen Gras. Ah, hier ist ein bisschen lichter. Moscheln sind, ihr seht es oben rechts, diese komisch phallusartigen Gebilde mit einer Krankheit dran. Streicht das, was ich gerade gesagt habe, okay? Diese pilzartigen Gebilde mit den schwarz-weißen Pilzköpfen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Irgendjemand sagt, bin ich das? Ja, also ich sehe relativ menschlich aus. Schnauf ich hier so? Kann ja sein. Gibt's hier irgendwo... Also so langsam müsste ich schon wirklich Pilze entdecken, weil ich sollte mal so langsam Pilze finden. Einfach damit ich Punkte kriege. Ist jetzt nicht wichtig. Ich habe jetzt die Spielzeit, habe ich hier jetzt auf 24 Minuten. Du kannst... Das ist hier eine Walking Sim mit ein bisschen Sammeln und so. Du kannst dir Zeit lassen, du musst jetzt da nicht rumrennen, so, dann findest du halt nicht keine Moscheln zur Not, geht auch. Aber wäre halt schon nicht schlecht. Aber wirklich, hier gibt es wirklich wenig Moscheln. Oder andere Pilze. Und Tiere haben wir auch irgendwie noch keine gesehen. Grafikaufbau sehe ich. Und es liegt nicht direkt an meiner Grafikkarte. Das Spiel ist, es ist von einem kleinen Entwickler, ist das eine... Oh. Da sind die Dilophosaurier. Da ist ein Dilophosaurier. Da oben sind noch mehr. Da rennt noch einer. Das ist aber kein Dilophosaurier. Hinterher. Hinterher. Wo ist er hin? Rennen wir überhaupt schon? Okay. Die haben uns hoffentlich nicht gesehen. Wir rennen jetzt dem hinterher. Okay.
Ah, ich komme da gar nicht hoch. Es gibt hier Dinosaurier. Es gibt hier Dinosaurier. Komm, Platz. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, was das für ein Geräusch ist. Das ist ja gar nicht gut, oder? Bin ich das? Ich habe so das Gefühl, dass ich das... Bin ich ein Dinosaurier? Wo ist der Dino hin? Da war eben gerade so ein kleiner Flitzedino. Aber irgendwie... Die Musik macht mir gerade... Also... Es ist... Ihr braucht keine Angst haben. Es ist kein Horrorspiel. Es ist wirklich eine reine Walking Sim. Rumlaufen, Sachen angucken, Pilze finden. Ich war ja schon auf den 3 anderen Planeten. Werde ich vielleicht irgendwann mal zeigen. Und die Tiere sahen manchmal furchterregend aus, aber sind ganz friedlich. Die sind ganz friedlich, gell? Du bist ganz friedlich, oder? Ja, guck, da grinst er. Da sagt er, ja, ich bin ganz friedlich. Ja. Nee, ernsthaft jetzt. Also wirklich, ich glaube, du bist ganz friedlich, gell? Sag doch einfach ja. Okay? Ganz friedlich, gell? Ganz friedlich bist du. Ganz friedlich. Ich glaube, er ist ganz friedlich. Okay. Also wie gesagt, auf den anderen Planeten... Da waren die Tiere ganz friedlich. Bin ich hier im Dilophosaurus-Nest? Da drüben ist ja... Da, guck, da läuft noch einer rum. Und da war aber noch... Eben war da noch irgendwo ein kleiner Flitzer. Was ist denn das da oben? Hängt da eine Lampe? Ist das ein Pilz? Ist das ein Grafikfehler? Es ist ein Grafikfehler. Da hängt ein Grafikfehler. So, ein bisschen was über das Spiel erzählen. Ich muss hier, sorry, aber diese Dinos haben mich jetzt gerade ein bisschen rausgebracht, ehrlich gesagt. Ich will ein bisschen was über das Spiel erzählen und ein bisschen was... Ich muss ein bisschen in die Walking Sim-Stimmung kommen. Ich habe schon so lange keine Walking Sim mehr gespielt. Und ich liebe ja Walking Sims. Rumlaufen, Gegend betrachten, Zeit lassen. Merkt man auch daran, dass ich mal wieder am Laufen, am Gehen bin und nicht am Rennen. Okay. Aber ich würde jetzt schon so langsam gerne mal ein paar Pilze sehen. Ne, das ist Farn. Okay. Sorry, die haben mich gerade ein bisschen rausgebracht, die Dinos, ganz ehrlich. So, das Spiel wurde entwickelt, ich glaube, von einer Person oder sind es Brüder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben halt Morals the Hunt heißen die Spiele. Morals the Hunt 1, 2 und jetzt hier Out of This World gemacht. Und einer der Brüder hat eine schwere Krankheit hinter sich, hat eine schwere Krankheit. Ich glaube, Knochenmark-Dingens. Entschuldigung. Das ist ein Stegosaurus. Da muss ich hin. Ich glaube, er hat eine Knochenmarktransplantation hinter sich. Also er war fies krank und hat die Operation aber hinter sich und die Reha und alles. Und hat währenddessen in seiner Reha noch weiter an seinen Spielen rumgeschraubt. Also am 2. Teil war es, glaube ich. Und die Leute ihm auch gesagt, hey, Junge, schon dich, ist in Ordnung, dann kommen halt keine Updates zu dem Spiel. Deine Gesundheit ist wichtiger. Und er hat sich schön bedankt und gesagt, nee, passt schon. Und hat dann rumgeschraubt. Also hier, der lebt für seine Spiele. Okay. Ganz ruhig. Ich mach dir auch nichts, ja? Upsala. So. Der war nicht schön. Wieso muss ich mich denn da oben drauf... Guck, da oben auf die Spitze. Da muss man sich... Wenn der Kreis grün wird. So. Aber das sieht ja dumm aus. Das sieht schön aus. So. Und jetzt guck mal dich natürlich an, ja? Bist du ein freundlicher Stego? Bist du ein freundlicher Stego? Na, ich habe gerade gedacht, der haut mir jetzt mit seinem Stegomizer
haut er mir jetzt irgendwie auf die Nase oder so. Okay. Lass mich doch mal gucken. Bist doch ein Hübscher. Warte. Schöne Streifen hat er. Ah, der futtert Gras, guck. So. Okay, wir lassen ihn in Ruhe. Und begeben uns stattdessen mal auf die Suche nach Pilzen. Also wirklich, es ist ein sehr, sehr pilzloses Land. Hier bin ich aber jetzt schon hier weit oben. So, wo waren wir? Ach so, ja, er hatte Krankheit und hat dann sein Spiel trotzdem weiterentwickelt, weil er da Bock drauf hatte, weil er auch Ablenkung brauchte. Und ja, es kam auch vom selben, ich sag mal Studio, wie gesagt, ich müsste mal genau nachgucken, ob das nur einer ist, aber ich glaube, es sind Brüder. Kam auch Bigfoot Live raus. Haben wir auch hier auf dem Kanal gespielt. Also die Titel sind relativ selbstsprechend von ihren Spielen, stelle ich so fest, ne? Weil, um was ging es denn in Bigfoot Live? Naja, man hat einen Bigfoot gesteuert, ist durch den Wald gerannt, hat Leute erschreckt. War lustig. Also hat sie angeblätt und dann sind sie abgehauen und haben sich in Ruhe gelassen. Das war gut. So, aber jetzt zurück zu dem Spiel hier. Das ist eine Walking Sim. Du brauchst, also du kannst am Anfang auswählen, wie lange du pro Welt verweilen willst, sag ich mal, ne? Ich habe jetzt das hier auf 24 Minuten gestellt. Das dürfte bedeuten, wie viel Uhr haben wir denn? Haben wir irgendwo eine Uhrzeit stehen? Moment, wir haben ein Menü. 5:58 Uhr PM. PM ist abends, glaube ich. Das heißt, es wird wahrscheinlich gleich dunkel werden. Aber wir haben uns eine Kopflampe geleistet. So, sehe ich da unten eine Art Weg? Nee, ich sehe nur späten Grafikaufbau. Ja, das Spiel ist mit Unreal Engine gebaut und es ist ein kleines Entwicklerstudio. Hoppala. So, es ist ein kleines Entwicklerstudio. Also es ist nicht richtig optimiert oder so. Aber das macht nichts. Zum Rumlaufen reicht es. Sag mal, es soll doch Nacht werden. Wieso wird es denn hier hell? Zum Rumlaufen und gucken ist es voll in Ordnung. Ah ne, ich habe gerade überlegt, wieso bin ich denn so klein? Ich glaube, bei meiner Dino-Welt sind so. Noch ist es hell. Es ist ja jetzt erstmal nur die Warnung. Außerdem oben rechts seht ihr es, unsere Energie. Ah, ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Unsere Energie geht so langsam zur Neige. Und ich bin jetzt hier irgendwo im Wald drin. Ich muss mal gucken, dass ich auf eine Lichtung komme oder so. Ja, das Problem bei diesem Spiel, bei anderen Planeten, ist das viel ausgeprägter. Es gibt da einen Waldplaneten. Du denkst dauernd in 30 Meter... Oh, jetzt wird es aber richtig dunkel. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert. Zurück, anziehen. So. Aha, okay. Ah! Hat er jetzt wirklich gewartet, bis es dunkel wird, der Raptor? Ganz ehrlich? Er ist mir nicht so geheuer. Also, ich will ihm eigentlich jetzt auch nicht den Rücken zu... Das gerade... Moment. Sind das gerade zwei? Ich komme hier nicht raus. Oh, ich muss hier weg. Ich renne mal ein bisschen. Okay. Was ist jetzt los? Ich brauche was zu essen. Ja, nee. Pass auf. Ja, gut. Ich hole mir was zu essen. Meine Energie ist niedrig. Ja, danke. Ich brauche was zu trinken. So. Gluck. Schöner Himmel, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Zeig mal her. Ah ja, ich laufe genau wieder zurück, oder? Ich orientiere mich mal. Ich guck mal, dass ich irgendwie nach Hause komme. Oder muss ich weiter durch den Wald? Oh, Pilze! Es gibt Pilze! Unglaublich! Es gibt ja doch Pilze. Ich weiß nicht, was für... Nee, das ist ein Felsen. Ich habe eben... Oh, das sind noch Pilze. Ich habe eben kurzzeitig gedacht, da ist ein Triceratops.
So, also im Dunkeln sind Pilze besser zu finden. So, das sind halt Alien-Pilze, weil wir sind ja theoretisch immer noch auf Alien-Planeten. Seht ihr eigentlich hier viel? Ich hoffe, weil ich sehe nämlich nicht viel. Wir gucken jetzt auch, dass wir zurückkommen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Also ganz ehrlich, so geheuer ist mir das hier gerade nicht. Vor allen Dingen ist es mir nicht geheuer, dass es hier gar keine Pilze gibt. Ja, hau ab. Es war nicht derselbe. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finden soll. So, ich will zurück zu meinem Häuselein. Wo ist denn mein Zelt? Ey, okay, ich hab mich entschieden. Es ist doch nicht so gut, nachts hier rum. Das sind Moscheln. Okay, ich nehme mir ein paar Moscheln mit, aber grundsätzlich gehe ich zurück. Also, die Dinos machen nichts. Es ist kein Horrorspiel und der fällt dich dann an und macht Sachen mit dir. Nee. Der steht auch nur rum und guckt so. Ich werde mal hier eine Fähnchen hinstecken. So, guck, damit ich mir beim nächsten Mal merken kann, dass hier zumindest Moscheln sind. Oh, ein Ankylosaurus. Ja, ist gut. Ist gut. Ich mach dir nichts, du machst mir nichts. Nein, es ist gut. Danke. Alles klar. Waren das deine Pilze? Okay, nachts ist es hier richtig übel. Die ganze Zeit schleichen wir rum, sehen ein paar Dilophosaurier, was cool ist. Aber nachts ist es mir dann doch ein bisschen zu krass. Nicht gut. Hallo. Ja, hallo. Ja, du bist ein Feiner. Ja, bist du gut. Oh, bist du groß, so groß bist du. Ja, ist gut. Da war doch eben noch mal ein Zelt. Ich gehe mal in die Nähe vom Feuer. Vielleicht hat er Angst vor Feuer. Meinst du, ob ich mich mal im Zelt verstecken kann? Ja, bitte. Okay. Jetzt ohne Scheiß. Ich kann's nur wiederholen. Die Dinos machen dir nix. Aber es war doch schon ein bisschen mulmig gerade. Also mit dieser Kopflampe da. So, okay. Wir sind hier, achso, ein bisschen zur Story vom Spiel. Das Spiel fängt genau an und wer eins der anderen zwei Vorgänger gespielt hat, wird es erkennen, es sieht grundsätzlich auch aus wie die anderen. Wir haben da einfach nur ein wie heißt das, Palette Swap? Naja, das ist bei Farben, ihr wisst schon so. Ja, gemacht, also man könnte sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Es sieht alles genau dasselbe Spielsystem. Hier kannst du Sachen kaufen, so. Ein paar Sachen haben sie verändert, weil, guck mal, ein Alien-Pferd ist halt grün und hat einen kleinen Kopf. Keine Ahnung. Da könnte man schon ein bisschen mehr Liebe einbringen, finde ich. Aber egal. Es macht halt Spaß. Es macht immer noch Spaß. So, und jetzt, ich spare hier. Da habe ich, Kopflampe habe ich. Ich spare hier kostenlose Kamera, Nachtsichtmodus, Aktualisierung. Gucke, das ist hier eine Kopflampen-Upgrade. Das kostet aber 5000 und wir haben gerade 3000. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen sammeln. So, stattdessen, ich kaufe mir noch ein bisschen was zu futtern. So. Und ja, reicht aber auch, oder? Ja, reicht auch. So, wir gehen jetzt nochmal da rein, okay? Aber diesmal stelle ich den Tag etwas länger. So, wir machen wieder... Achso, ich kann ja kurz Planeten zeigen. Also wir gehen wieder auf Planet 4. Ich will diesen Planet nochmal sehen. Hier, der erste Planet bietet einen tropischen Alienwald mit einem mit einem gewundenen Bach. So. Dann hätten wir hier, das ist dieser Waldplanet, sag ich mal, bietet einen Wald voller hoher, bunter Bäume und üppigen Laubs. Aber das ist ein lila Wald. Naja. Planet Nummer 3, Alien-Wüstenumgebung mit tropischem Wasserbereich und Bäumen. Und Planet 4, Planeten, auf dem Dinosaurier noch existieren. So.
Wir starten um 7:30 Uhr, sage ich mal. Und wir machen diesmal 48 Minuten. Ihr seht es, hier kannst du einstellen, wie lang der Tag sein soll. Wir hätten jetzt noch länger da bleiben können. Ich wollte aber zurückgehen, weil es mir ehrlich gesagt nicht geheuer war. Ein Triceratops und hier ein Brachiosaurus. So, gehen wir jetzt halt nochmal hin, ja? So, ich hab da schon noch Bock drauf. Jetzt sehen wir wieder dieses kleine Vorspanngedönse da. Die kennt man noch aus dem zweiten Teil. Und auch aus dem ersten Teil. So. Okay. Mal gucken. Kopflampe ist grundsätzlich aus. Kamera. Achso, dieses Icon da an der Kamera bedeutet, normalerweise, wenn du ein Foto machst, siehst du, wie das Polaroid-Bild rauskommt, dann musst du schütteln und sowas. Das kostet mir zu viel Zeit. Nein, ich bin noch nicht fertig mit der Pilzjagd. Ich wollte nur gucken. So, dieses Mal benutzen wir die Karte. So, kann ich hier reinzoomen? Da ist auch jetzt nicht so viel zu erkennen. Da hinten waren die Pilze. Okay. Ich sag, wir gehen dahin, ja? Dann gucken wir mal. Ein bisschen was. Wir haben leider noch keinen Kompass, keine Karte, keine richtige, kein gar nichts. Kannst dir alles freischalten, indem du Punkte kriegst durch Fotos machen und Pilze sammeln. Pilze gibt es hier leider nicht viel. Stelle ich gerade fest. Und dauernd bleibe ich an einem großen Gebüsch hängen. Geh weg, du Gebüsch. Ja, das ist ein Ast. Aber schön ist es schon. Ich stehe ja tierisch auf Wald. Ich kann es nicht anders sagen. So. Generell gilt, eigentlich spiele ich die Spiele meist so, dass ich mir den Rand suche und erstmal am Rand entlang laufe. Weil am Rand gibt es meistens was zu entdecken. Ich dachte, da wäre ein Pilz. So. Zur Musik, wenn euch die nicht gefällt, die könnte man auch ändern in irgendwelche komische Rockmusik. Hier ist eine Wasserstelle. Nicht, dass da jetzt... Kann ich tauchen? Naja. Nicht, dass da jetzt ein Ichthyosaurus rausgehupft kommt. Also eigentlich sieht das eher aus wie überfluteter Bereich. Weniger ein Fluss, sondern mehr ein überfluteter Bereich. Okay. Ziemlich gut überflutet hier. So, ich will ja eigentlich an den Rand. Mann. Wenn man mal denkt, da ist eine Lichtung. So, jetzt kommt ein paar Pilze, werden wir ja wohl noch finden irgendwo, oder? Ich weiß halt auch nicht, ob wir da nicht schon waren. Wir waren ja vorhin... Kann ich da hoch? Also wenn es halt zu steil ist... Ja, komm. Okay, bis hierhin haben wir es schon mal geschafft. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Ah ja, wir scheinen zumindest an einem Rand zu sein. Dann machen wir das genau so. Wir laufen jetzt erstmal am Rand entlang. Oh, das sind Pilze. Komische Pilze, aber Pilze. So. Da ist ein Brachiosaurus-Hals. Nee. Oh, hopp. So, wir gehen hier schön auf Entdeckungstour. Nur mal ein bisschen klettern. Nee, das ist einfach nur... Moment. Ich sehe da drüben was. Nee, das ist einfach nur eine Pflanze. Oh, das Klettern hier will ich jetzt aber nicht machen eigentlich. Man kann zwar hüpfen und das Klettern geht grundsätzlich, aber es ist jetzt nicht dafür gedacht. Also muss jetzt auch nicht sein. Was ist denn das? Oh, ich kann ein Foto davon machen. Okay. War jetzt irgendwie, ich verstehe es jetzt auch nicht ganz. Also, ja, manchmal
Also wir sind ja immer noch auf einem Alien-Planeten und dann war das jetzt hier wohl Alien Eye. Was ist denn hier gerade los? So. Ich finde das aber auch krass, dass die Musik jetzt geändert hat. Ausgerechnet dann, wo ich dieses Ei angucke. Oder ist da jetzt irgendwas? Es ist unglaublich, wie viel Musik ausmacht. Hier ist nichts. Oder? Hier ist nichts. Kann ich da drunter durchbücken? Jetzt mach's nicht so spannend, Musik. Da ist nichts. Die Musik will mich veralbern. Oh, was ist hier los? Oh, kennt ihr noch diese Serie da auf RTL? Früher lief die? Oder war das sogar noch RTL Plus, falls das noch wer kennt? Wo die Familie so eine Rafting-Tour gemacht hat in den Bergen. Und dann sind sie einen Wasserfall runtergefallen und sind dann ins Land der Dinosaurier gekommen oder so irgendwie. Und sind dann gestrandet in der verlorenen Welt oder so irgendwie hieß das. Keine Ahnung. So, ich muss bisschen was essen. Ja, komm. Ja, gut. Halt. Das reicht. Ich brauche keine Kamera. So kommt es mir gerade vor. Da gab es auch Felsen. Da gab es auch Felsen. So. Also im Moment sind wir gerade am Rumgucken. Am Kartografieren, ja. Boah, diese Musik macht mich ganz kirre irgendwie. Weil da ist ja gar nichts. Da ist doch gar nichts, aber die Musik macht hier, als wäre was. Das finde ich nicht gut. So, dann rede ich halt noch ein bisschen drüber. So, wenn es nichts zu tun gibt, dann laufe ich da rum. Dann laufe ich halt um den Baum rum, wenn er mich nicht vorbeilassen will, noch Platz. Also, spazieren gehen im Wald, schön. Ich habe vor, euch die anderen Planeten auch noch zu zeigen, aber nicht in dieser Folge hier, sondern in anderen Folgen. Liegt da irgendwas, wo ich dann eine Folge pro Planet mache. Also im Moment gibt es 4 Planeten. Ich glaube, das war es auch. Ich glaube, 5 gibt es nicht. Ich glaube, 4 ist so das Höchste. Aber mussten wir dann halt freischalten. Den 4. haben wir freigeschaltet. Ja. So, aber in den nächsten Folgen. Und die nächste Folge wird nicht morgen sein, weil ich will mir hier ein bisschen Zeit lassen, denn das Freischalten hier, das funktioniert auch ganz besonders. Und zwar ist es oft so, dass die Dinos, also mehr Variationen von Dinos auftauchen, je länger du im Spiel bist. Also so meistens ist es so, nach so 2 Wochen nach dem ersten Besuch hast du quasi eine Chance, alle Dinos zu sehen. Und so 1 oder 2 Tage nach dem ersten Besuch, ja, dann sind 5 Dinos, in dem Fall jetzt Dinos, meistens sind es halt, auf anderen Planeten sind es Kreaturen. Aha. Moment, bevor er mir abhaut, ne? Das war nichts, ich muss näher ran. Ein Triceratops. Oh, ganz sachte, ganz sachte. Ich mach dir nix. Warum lässt der sich nicht so schön fotografieren? Oh, das ist schon imposant. Willst du sowas von dem Triceratops sehen? Ah. Eigentlich willst du sowas nicht sehen. Du willst nicht die Hörner vom Triceratops sehen. So, Entschuldigung. Ich geh dann weiter. Ich gehe da rüber, guck. Ist hier vielleicht sein Nest? Ich muss hier... Ich habe ein bisschen paar... Ne, da steht er. Das willst du von dem Triceratops, hoppala. Ist das hier das, was du sehen willst, glaube ich. Sieht jetzt nicht so imposant aus. Ah, sieht jetzt nicht so imposant aus, aber das ist der sichere Teil, weißt du? Okay. Ja, ist gut. Oh, gucke. Ein Ankylosaurus. Wir gehen noch ein bisschen näher dran. Ja, sicher ist sicher. Wir machen mal ein Foto. Hallo. Bitte mir nicht ans Bein hauen.
So, Ankylosaurus haben wir schon gesehen. Okay. Also hier sind, ich meine, schon 2 Arten von Pflanzenfressern. Das ist doch super, oder? Ich war gerade verwirrt, dass dieser Baum so rote Früchte hat. Jetzt kommt wieder diese Abenteuermusik. Die gefällt mir gar nicht. Ich mag das, wenn die Musik so la 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 ist. So, alles ist gut. Es kann dir keiner was tun. Ich weiß, dass mir kein Dino was tun kann. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Trotzdem macht es das schon ein bisschen schummrig. Oh. Moment. Wir gehen mal ordentlich was trinken. So, jetzt sollten wir wieder volle Energie haben. Ich habe vergessen, mir Getränke nachzukaufen. Das heißt, ich muss mich jetzt von Snacks ernähren. Ja, ich denke immer, dass da irgendwie eine Höhle oder sowas ist. Aber dem ist wohl nicht so. So, wir laufen weiter die Karte ab. Es ist auch interessant. Also, es gab genau einmal vorhin, wo wir Pilze gesehen haben. Also, Moscheln. Pilze haben wir schon als noch ein paar gesehen. Aber Moscheln irgendwie... Irgendwie nix. Sag ich mal kurz auf der Karte. Hier ist es ne. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also langsam, hätte ich schon gerne ein paar Moscheln. Warum wächst denn hier nix? Ich meine... Ja, ich liebe Dinos. Und ich gucke sie mir gerne an. Was ist das da oben? Ein Baum. Und ich gucke sie mir gerne an. Aber eigentlich will ich hier Moscheln sammeln, damit ich Punkte kriege, damit ich mir besser Dinos angucken kann. Aber das Spiel hält mich hier an der kurzen Leine, was Moscheln angeht. So. Okay. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? 13:15 Uhr. Ah, haben wir noch ein bisschen. So, jetzt lass mal gucken. Ah, nee. Ich dachte gerade, da ist ein Flugsaurier am Himmel. Nee, ich habe einen dreckigen Monitor. Ist fast dasselbe. Oh, hoffentlich kommen wir da hoch. Das Schlimme ist auch, ich weiß ja gar nicht, was für Dinos das es hier gibt. Ist das ein Dino? Oder ist das eine Wurzel? Oder ist das ein Felsen? Ah, das ist kein Krokodil. Kein Dinosaurus oder so. Könnte ja sein. Okay, hier komme ich nicht hoch. So. Ich bin gerade da, wo sich der Designer etwas einfacher gemacht hat. So, bist du ein Dino oder eine Wurzel? Ich habe hier gerade ein Problem. Meinst du, ob ich da runterspringen kann? Erstmal gucken. Dino oder Wurzel? Wurzel. Da ist! Er ist zu weit weg. Komm mal her. Wo ist er? Kommt er hierher? Fliegt er weg? Er fliegt weg. Mann, ich brauch dich doch. Ne, der kommt hierher. Moment. Ne, der fliegt weg. Das ist schwer zu sagen. Okay, komm. Wir müssen es probieren. Haben wir gut hingekriegt. So, jetzt pass auf. Bleib. Du. Da ist noch ein Stegosaurier. Aber interessiert mich nicht. Ja, auf Geräusche zu machen. Bleib stehen. Ich muss dann... kann das sein, dass der zu weit oben ist? Haben wir ihn. 60 Punkte, so. Und jetzt bist du auch noch dran. Wenn du so schön da rumstehst, kriegst du auch noch ein Foto gemacht. Muss man dich schon wieder da oben fotografieren, ja? Mal. Ja. Ich muss da schon wieder da oben, siehst du das? Jetzt kommt wieder so komische Musik. Was ist das? Oh. Ich habe da so eine Idee, warum hier komische Musik kommt.
Muss ja noch nicht mal ein Alien-Ei sein. Kann ja sein, dass das ein Dino-Ei ist. So, jetzt lass mal kurz gucken. Komm, so weit bin ich jetzt. Ach, guck mal, ich bin an dieser Hütte. An dem kleinen Bergding. Da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir jetzt halt mal hin und gucken, ob es hier Pilze gibt. Oh, hopp. Hallo? Ah, schon lange kein Feuerchen mehr gebrannt. So. Jetzt, campen und schlafen? Nee. Was war das? Meistens gibt's hier drumherum Pilze. Ja, aber nicht heute. Da drüben ist noch ein Dino. Den sehe ich von hier oben. Das ist ein Ankylosaurier. Saurus. Gehen wir natürlich hin. Müssen wir auch Foto machen. Wir brauchen ja fleißig Punkte. Ich will ja 5000 Punkte verdienen. So. Oh. Alles in Ordnung, mein Jung oder Mädel. Ich will dir nix. Der ist aber schon... Der sagt schon, was er will. Sagen wir es mal so, ja. Und er sagt, er will mich nicht. Lass mal kurz Karte gucken. Ja gut, hier ungefähr bin ich irgendwo runtergehüpft. Oh, mal gucken, ob ich da hochkomme. Ich habe da meine Zweifel. Ja, ist vielleicht auch besser so. War ja eh eine Klippe. Da unten, das blaue Ei haben wir, gell? Hallo. Hallo, mein Kleiner. Nee, ist gut. Ich will... Ja. Ich will nichts von dir. Bleib einfach und zertrümmer mir nicht mit deinem Klumpki irgendwie die Knochen. Irgendwie so. Okay. Was ist das da? Eine sehr schlechte Felstextur. Okay. Nächste Frage. Was ist das da? Eine sehr schlechte Holztextur. Texturen hat er. Eine große Auswahl an Texturen hier. Hier komme ich nicht vorbei, mal wieder. So, lass mal gucken. Hoppala. Na, will er nicht. Geht mir jetzt schon wieder nicht gut. Ich glaube, durch Rennen geht meine Energie schneller runter. Kann das sein? Ja. Ich habe nur leider... Moment, was habe ich gerade für ein Problem? Ich nehme mal sowas da. Ah, okay. Irgendwas ist gerade passiert. Hatte ich eine Zecke oder so? Das kann natürlich sein. Also man kann im Spiel Zecken kriegen. Früher musstest du oder hattest du so kleine Zeckenzangen, die du dann nutzen musstest. Ich halte mich mal lieber von Grafikfehlern fern. Habe ich gerade beschlossen. Aber guck mal, da oben waren wir noch gar nicht. Jetzt bestimmt was zu entdecken. Denn wenn man sich Grafikfehler von innen anguckt, kommt es des Öfteren vor, dass man drin stecken bleibt. Und das will ich ja gar nicht. So, lass mal gucken. Was bist du? Raptor? Ich glaube schon. Du kannst nicht genau sagen. Lass mal deine Füße angucken. Junge, schnell ist er. Da unten ist wieder so ein kleiner. Da hab ich dich. Ist das ein Gallimimus? Oder wie die heißen? Glückwunsch, du bist nun auf Fotografen Level 3. Anzahl verschiedener Tiere zu fotografieren bis zum nächsten Level 65. Danke. Jetzt ist er mir entwischt. Vor lauter Lesen. Ja gut. Da ist er doch. Lass nochmal. Du bist aber klein, oder? Ganz kleiner bist du. Ganz klein. Okay. Da ist er wieder. Mich anschleichen. Lass mich mal kurz auf deine Füße gucken. Oh. Ich mag seinen beweglichen Schweif. Es ist alles sehr... Ist in Ordnung.
ich drehe ihm den Rücken zu und er brüllt gleich. Das ist nicht so gut. Das ist alles sehr Jurassic Park Dino-Style irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? So, ich will gucken. War ich da unten schon? Ah, das ist falscher Knopf. Nee, ich war hier noch nicht. Da gehe ich natürlich jetzt halt hin. Da oben gehe ich nachher hin, ja? Oh. So eine Katze. Hey, kleiner Tiger. Oh, 2000 Punkte. Das ist eine Katze. So, aber was war... Ach so, das war das Katzenköpfchen, kann das sein? Ah. Hä? Ja, hat jetzt nichts gebracht, aber... Das ist eine wilde Katze, ist da. Ganz eine wilde. Wo ist sie denn hin, die wilde Katze? Ach, da oben. Okay, dann lassen wir sie mal da oben sein. Ich will gucken, ob ich hier noch was finde. Deshalb ist es so gut, wenn man erstmal außen rumläuft. Weil manchmal haben die Entwickler Sachen versteckt. Da drüben ist wieder dieses blaue Ding. Waren wir da nicht schon? Doch, da waren wir schon. So. Also muss ich wieder hoch und dann da oben in die Mitte laufen. Aber eigentlich ist das ja Quatsch. Ich will ja nicht die ganze Karte ablaufen. Ich will ja den Rand ablaufen. Ich will einmal eine schöne Umrundung machen. Na komm, bist daher gekommen, kannst du auch zurückgehen. Ah, ich muss hier lang gehen. So. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich bin hier im Revier von der weißen Raubkatze, weißt du? Weiße. Auf der Lauer. Oh, da muss ich jetzt aufpassen hier. Die ganz eine große Böse. So. Rede ich mit meinen Katzen auch immer, dann freuen sie sich. Ich muss jetzt natürlich trotzdem gucken, ob es da oben noch etwas gibt. Pilze zum Beispiel. Oh, es wird dunkel. Okay. Ich mache schon mal provisorisch die Kopflampe an. Nicht, dass es mir jetzt halt viel bringt. Oben ist wieder ein Flugsaurier. Es hat irgendwie nicht ganz gereicht zum Umrunden. Ja, so die Hälfte. Du, der will mich nicht lassen. Oh doch. Sorry. Ich würde ihn schon gern fotografieren. Ich glaube, den habe ich schon. Ne? 70 Punkte, okay. So, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass er mich im Blick behält. Kann das sein, dass abends andere Tiere rauskommen? Da drüben ist wieder ein Dilopho. Schön im Gras fotografiert. So, was ist da? Sind wir... Ach, guck mal. Sind wir jetzt da an ihrem Nest? Ja, ja. Alles klar. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, wir sind an ihrem Nest, oder? Ja, doch. Komm, wir beeilen uns mal. Vielleicht kriegen wir es noch. Ist es nicht schon wieder... Bin ich nicht schon wieder an derselben Stelle, zur selben Uhrzeit quasi, wo mich dann die Raptoren verfolgt haben? Okay. Also dann würde das ja aber bedeuten, dass ich hier ja schon mal war. Es gibt wirklich richtig wenig Pilze. Ich habe noch keinen einzigen Pilz gefunden heute. Oh, jetzt wird es natürlich duster. Okay, jetzt müssen wir wirklich gucken. Pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir gehen zurück an diese Hütte. Durch den Wald. Einfach straight durch den Wald. Und ich hoffe, keine Überraschung. Denn ich mache mir gerade...
Habe ich es nicht noch gesagt? Denn ich mache mir gerade selbst wieder in die Hose, weil ich komisch bin. So. Moment. Oh, das sind Pilze angeblich. Ich muss was essen. Noch schnell ein Energy-Gedönse. So, jetzt habe ich wenigstens... Also hier ist ein Fähnchen. Das sind überhaupt keine Pilze. War das, weil ich die gestern schon geholt habe oder so? Wachsen die doch nicht nachgewachsen? Ach, das ist jetzt aber schlecht. Okay, schade. Jetzt lass mal kurz kartenmäßig gucken. Ja, nee, wir gehen zu diesem Dingens da. Oh, es ist ja so dunkel. Wir gehen zu diesem Dingens da. Oh, wir haben 5000 Punkte, sehe ich gerade. Das heißt, wir können uns dann auch eine bessere Kopflampe holen. Guck mal, wenigstens ein paar Pilze kriegen wir noch mit. Wenigstens ein paar Pilze kriegen wir noch. Man sieht die auch nachts deutlich besser irgendwie. Also zumindest mal diese da. Da, guck mal. Ach, da unten ist die Hütte. Da brennt die Hütte, sag ich euch. Oh, da sind Moscheln. Ah, ich habe 2 Moscheln gefunden. Oh, 3. Oh. 3. Oh, hier gibt's Moscheln. Okay. Ich muss hier ein Fähnchen hinstecken. Da. Da mache ich ein Fähnchen hin. Gegenstand benutzen, so. Um zu zeigen meinem späteren Ich, dass es hier zumindest Moscheln gibt. Den habe ich auch noch nicht. Ah, es gibt dann doch. Aber halt krass, dass die ganze Zeit... Ich höre diese Grille extrem laut von links. Und noch mehr Moscheln. Das ist ja ein Moschelparadies hier. Aber eigentlich will ich gerade diese Grille holen. Ja. Ah. Sorry, eigentlich will ich hier jetzt gerade schlafen gehen, aber... Was willst du machen, wenn hier alles voller Pilze ist? Jetzt finde ich die Pilze, weißt du? Und eigentlich sagt das Spiel auch in seinen... Da ist eine Mücke. In seinen Zwischenladebalken-Dingern oder dort Tipps, wo es manchmal gibt, sagt das Spiel... Nein, es sagt das Spiel... Jedes Geräusch ist auch von einem Tier. Es ist nicht einfach nur irgendwelche Geräusche. Boah, das ist alles, hier ist alles voller Moscheln. Da muss aber eine neue Fahne hin. So, also jetzt kriege ich die Moscheln, die ich... Oder wachsen... Nein, ich wollte gerade sagen, die wachsen doch nicht nur nachts. Weißt du, plötzlich ploppen sie aus dem Boden. Ja, das stimmt ja gar nicht. Moscheln... Hoppala. Gegenstand benutzen, so. Moscheln sind immer da. Ja, ja, okay. Ich gehe besser hier schön Päuschen machen, ja? Lassen wir mal die Moscheln sein. Und jetzt legen wir uns erstmal hin, gehen eine Runde schnorcheln. So. Ja, bitte. Hier campen. Zurück zum Hüttenmenü. Was ist denn das Hüttenmenü? Ah, das ist das Hüttenmenü. So. Das war ja was. So, aber wir haben jetzt 6000 Punkte. Die müssen wir jetzt natürlich sofort investieren in eine bessere Kopflampe. Kommt diese Musik her? So, kaufen. Da gehen sie hin, meine Punkte. So, und jetzt kaufen wir Getränk bräuchte ich hier. Getränk macht Energie auf 100%. Wie viel habe ich? Komm. Kaufen wir mal 4. So.
Und hier gibt es noch Schuhe für 1000. Damit kannst du, glaube ich, schneller laufen. Da. Wobei die Frage halt ist, warum sollte ich mir denn Schuhe für 1000 kaufen? Nur um danach nochmal Schuhe für 2000 zu kaufen und danach nochmal. Nee, da laufe ich einfach so wie jetzt weiter und kaufe mir gleich die teuersten. Ja, schlau, ne? Alles klar, hier kaufe ich mir... So. Ich glaube, da hinten könnte man auch... Zeig mal her, was haben wir denn? Ja, so Verbandskastenzeugs ist vielleicht nicht schlecht. Ist auch gar nicht mal so teuer. Stellt Energie wieder her, entfernt Zecken. Machen wir mal 2. Von dem hier stellt Energie wieder her, entfernt Zecken und Anti-Juckreizcreme. Machen wir mal eine. Und das hier entfernt Zecken, Anti-Juckreizcreme und Gegengift. Ja, komm. So, jetzt habe ich auch quasi kein Geld mehr. Schließen. Eine Sonnenbrille, 150. Oh ja, komm, der Rest investiere ich hier. Wie viel habe ich? 115. Also kann ich mir so kaufen. So. Jetzt ist es aber auch laut hier. Geh mal da weg. Es ist mir zu laut hier. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, ihr lieben Leute, es neigt sich dem Ende zu, zumindest diese Folge. Ich werde die anderen Planeten auch noch mit euch begehen, wenn ihr denn dabei sein wollt. Aber ich kann auch nicht genau sagen, wann das sein wird. Oh, wir haben alle Dinos. Nee. Parasaurolophus gibt's noch, Brachiosaurus und ein T-Rex. Mysteriöse Tiere. Katze. Ah, die habe ich. Die habe ich gefunden, die Katze. Es fehlen nur noch 2. Oh, da haben wir eigentlich recht viel gesehen, oder? Guck mal hier. Die anderen Tiere von den anderen Planeten. Da fehlen mir aber noch. Ja, da fehlen mir aber noch. Ja, der war lustig. Also, dass die hier so gering aufgelöst sind, keine Ahnung, ist halt so. Was haben wir denn aktuelle Aufgabe? Finde 50 Muscheln. So. Kann ich mal gucken. Gibt es hier noch irgendwie... So, was ist das da eigentlich? Ach, guck mal, das sind diese Dino-Eier. Das sind so Objekte, die man finden kann. Okay. Also die Dino-Eier haben wir gefunden. So komisches anderes Zeug. Und was ist das da alles? Lass mal gucken. Um das Foto zu wechseln. Nö, schon in Ordnung. Achso, wenn ich 50 gefunden habe und dann werden die da drin angepflanzt, oder wie? Was ist das da? Alle wöchentlichen Aufgaben einer Saison. Pulli? Lampe. Wie Pulli. Was ist denn Münzen? Da kann ich aber auch nichts machen. Da steht einfach nur Münzen. Was steht da? Batterie. Kaffeetasse. Achso. Ach, das sind Objekte, die ich gefunden habe, oder wie? Ach so. Robo-SOS. Tastatur. Was will das alles von mir? Oder hier. Was ist das? Pilzjägerfotos. Eine Katze. Was steht da? So. Ja, gut. Reicht, oder? Wir können ja nochmal gucken, was wir in der nächsten Folge machen können. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, zuerst mal, die nächste Folge wird irgendwann erscheinen. Nicht morgen. Morgen definitiv nicht. Übermorgen wahrscheinlich auch nicht. In 3 Tagen, in einer Woche, in einem Monat. Keine Ahnung. Dann machen wir das YouTube-Ende. Mache ich eh viel zu selten. Ich muss Werbung machen für meinen Kanal, kriege ich immer gesagt. Mache ich aber nicht, weil ich mir da so scheppig vorkomme. Also, machen wir die YouTube-Verabschiedung. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann abonniert meinen Kanal. Dann kriegt das nämlich angezeigt. Ah? Ach ja, und ein Like und den ganzen Quatsch da. Ich habe keine Ahnung. So. Das einzig Praktische gerade ist, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video rauskommt, abonniert den Kanal, dann seht das. Okay? Danke und tschüss! Irgendwann geht's weiter mit einem anderen Planeten. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, mit welchem. Tschüss!